Hotel Mama für immer geschlossen. Ich weiß nicht, ob Sie sich an Ihren Auszug erinnern können. Ich bin im zarten Alter von 36 quasi zwangsausgecheckt worden. Und wie das bei der nächsten jungen Dame so mit dem Ausziehen ist, das erleben Sie jetzt hier mit Willkommen in der Realität. Gott sei Dank hatte Demokrate Euro für mich. Bei mir kommt fast nur noch Quark auf den Tisch. In meinem Kühlschrank herrscht Ebbe, es Leben ist da ja, in der ganz Oberstrei leihe grad noch 3 Eier. Und es Shoppe kann ich vorerst auch vergessen, da sieht's nicht anders aus wie beim Essen. Selbst ist Fortgehen ist abgestellt, das kostet mich viel zu viel von meinem Geld. Ich bin zurzeit halt ganz schlecht dran, weil ich nicht allzu viel Kröte han. Doch es ist mir egal, denn seit letztes Jahr im Mai fühl ich mich endlich mal so richtig frei. Da bin ich nämlich in einem hohen Bogen bei meine Eltern daheim ausgezogen. Daheim hat ich ja so viel zu beachten, weil da die Regeln meine Mutter machte. Kaum bist du 18, tust du dir denke, die Hausordnung, die kannst du dir schenke. Denkste. Ich hott nur Ausgang bis um 3. Ab 3:30 gab's schon Geschrei. Wenn ich von einer Party ganz profan mein Vater angerufen han und ich ganz friedlich drum gebete, mich doch abzuholen von der Fete, da war der kräzig und nicht grad brav, sei Angebot meist leck, du störst mein Schlaf. Doch das han ich einfach ignoriert, weil so oft ist das ja noch nicht passiert, dass ich auf eine Heimfahrt poche, höchstens mal so 3-4 Mal die Woche. Taxi für die Heimfahrt, das wär für die Katz. Auf dem Dorf sind die Ältere ein Nahverkehrersatz. Wo ist die Freiheit, die ich meine? Oh Gott, wär ich so gern alleine. Letztes Jahr noch die Sitzung, was war so doll. Ich han gut gefeiert und war ein bisschen voll. Als ich daheim war, war's längst 7 Uhr. Kommt die Dierin, steht meine Mutter im Flur. Ich glaube, es geht los, hat sie zu mir gesagt. Hast du vielleicht auch noch eine Ausrede parat? Solang du dein Fies unter meinem Tisch hast, machst du, was ich sag, aber marsch. Ich glaub sowieso, für dich wird's Zeit. Ich denk, so in 4 Wochen ist es soweit. Du wirst doch nicht, freu ich voll Entsetze, dein eigen Fleisch und Blut aussetze. Wo ist die Freiheit, die ich meine? Oh Gott, wär ich so gern alleine. Das Beste am Frühheimkommen ist, das Frühstück steht schon fertig auf dem Tisch. Ich hol mal noch einen Toast mit Rührei drauf, verlier zwar die Hälfte, aber schaff's die Treppe noch nuff. Ich leh mich ins Bett und gönn mir mal Schlaf. Das lädt sich schon wieder, ich bleib einfach mal eine Woche brav. Kaum ingepennt wär ich schon wieder wach. Was ist denn das da für ein elendiger Krach? Hundsmüd fall ich aus dem Bett, Staubsauger um 7:30. Ist die so nett. Jetzt steh ich da und bin hin und weg. Ich ha ne Wohnung direkt ums Eck. 380 € für ein Zimmer
ohne Kich. Aber Hauptsache, ich han die Fies unter meinem eigenen Dich. Das wird Leben, kann ich euch sagen. Doch dann kam mein Freund mit der entscheidenden Frage, ob ich mit ihm zusammenziehe tät. Für eine Nähe meinerseits war es leider zu spät. Vorbei mit freier Liebe, ich war nicht mehr alleine. Ich wäsch nicht nur mein Wäsch, sondern auch seine. Jetzt huck ich da und han die Flemm. Oh Gott, wie schön war's doch daheim. Und prompt kommt dann die Rückantwort. Selber schuld, fort ist fort. Alle hopp. Ja, willkommen in der Realität. Was war's im Hotel, Mama? Doch so schön. Fabienne Müller. Und liebe Fabienne, natürlich bedanken wir uns auch bei dir mit einem dreifach donnernden Saarbrücken. Alle! Alle! Alle!